Es ist doch schon geschlossen. Hey, schaut! Der kann ja trotzdem rein. Würde mich echt wundern, was auf dem Schild steht. Lütlis, ich glaube, wir brechen die Übung ab. Morgen ist der letzte Schultag und dann können wir am Abend länger hier bleiben. Wir müssen jetzt heim, sonst gibt es Ärger. Du hast recht, aber jetzt sind wir so nah dran. Mir ist die Gegend unheimlich. Morgen nehme ich den Tausendschön mit. Der kann uns dann beschützen. Okay, wir verstecken uns hier morgen und beobachten sie direkt beim Laden. Der letzte Schultag vor der Weihnachtsferien war immer besonders schön. Alle haben sich auf die Weihnacht gefreut und sind voller Erwartung. Die Steffi und das Radiesli haben am Nachmittag noch die letzten Gutzli gebacken. Ihre Eltern haben schon ein bisschen komisch geschaut, als sie sich verabschiedet haben mit der Begründung, sie müssen noch jemandem in der Mathe Nachhilfe geben und das am Abend vor dem Fest. Sie haben sich im Schrebergarten beim Tausendschön getroffen und sind mit dem Tram zu der Station gefahren, wo das geheimnisvolle Geschäft war. Also ich finde, das ist wirklich eine ungemütliche Gegend. Wir müssen uns ans Geschäft anschleichen, ganz unauffällig. Psst, Tausendschön, musst ruhig sein. Hey, Radiesli, schau mal, was auf dem Schild steht. Piet Kuhlmann. Ankauf und Verkauf. Das gibt's ja nicht. Ist das unser Piet? Dann ist er ja gar kein Student. Klar ist das der Piet. So, und jetzt rufen wir die Polizei an. Aber wir wissen ja gar nicht, ob er überhaupt hier und der Stelle bei ihm ist. Das ist egal, unsere Beweise lange. Hey, kommt, wir hauen ab. Ich weiss schon, was eine Telefonkabine hat. Ja, guten Abend. Wir wollen ein Verbrechen melden. Welches Verbrechen? Diebstahl. Es ist der Detektiv aus dem Hurtig-Warenhaus. Sein Name ist Steele. Er ist gerade in ein verdächtiges Geschäft gegangen. Das gehört seinem Kompliz, Piet Kuhlmann. Und der hat auch im Warenhaus geschafft als Weihnachtsmann. Vielleicht sind ja noch andere Weihnachtsmänner drin verwickelt. Wie alt ich bin? Wieso wollen Sie das wissen? 18. Ich lüge Sie nicht an, bitte glauben Sie mir doch. Wir beobachten hier wirklich gerade ein sehr verdächtiges Haus. Hallo? Hey, die haben einfach aufgehängt. Sie kommen nicht, oder? Die nehmen mich nicht ernst, weil ich ein Kind bin. Und wenn ein Erwachsener würde anrufen? Super, und woher sollen wir dann nehmen? Und was sollen wir ihm sagen? Dass wir eine Diebesbande beobachten? Das glauben die uns bestimmt auch nicht. Aber wir könnten etwas anderes der Polizei melden lassen.